Herzlich willkommen auf der Büchi.ch. Der Büchi.ch musst du sehen, genau. Jetzt machen wir. Ja, wir kommen jetzt zum 5. Video. Ist das 5. Video? Ja, ich glaube, etwas 4. oder 5. Genau. Könnte noch sein. Auf jeden Fall 4 oder 5. Was ist in den letzten 5 Jahren auf dem YouTube-Kanal so gewesen? Wir feiern da Jahr, 10 Jahre, der Büchi.ch. Eigentlich unfassbar, ne? 10 Jahre. Also 10 Jahre. Wir haben nicht vor 10 Jahren mit den Videos eigentlich angefangen. Nein. Es hat natürlich immer Vorgeschichte müsstest du eigentlich beim 6. Video noch detaillierter erklären, oder? Mit was es überhaupt angefangen hat, oder? Da könnte man eigentlich ein Video daraus machen. Ja, wenn wir jetzt unseren, also deinen Leuten eigentlich erklärst, 10 Jahre, dann musst du sagen, mit was hat es eigentlich angefangen? Genau. Nicht mit diesen Videos zwischen uns zwei, sondern eigentlich so ein bisschen schon in der Jugendzeit, oder? Das hat ja in der Schule angefangen, aber ich finde, das müsste man in einem späteren Video noch auffassen. Ja. Du hast jetzt gut teasert, quasi ein Brainstorming gemacht. Finde ich saumässig gut. Darum darfst du jetzt auch das Video starten. Also starten wir mal. Also wir waren vorne im Kaufleuten und jetzt sind wir eigentlich wieder in Zürich, aber beim Fabrikgebäude oder irgendwie so für ein Interview. Wenn es mich nicht täuscht. Ja, irgendwie so. Oder so einfach irgendwie am Zürichsee noch immer dort, wo so ein bisschen Ghetto, Party, Zeug, ja, und Restaurant und Abhänger und so. Also, da fangen wir mal an. He? Oh, wir müssen glaube ich Leute machen. Ich höre es nicht. Ja, stopp. Ist gut. Also ist auf jeden Fall das Hammer-Intro. Jetzt muss ich ein bisschen riesiger machen, weil sonst tut es im Schnitt mich ein bisschen überschlagen. Ja, da kann man wieder nicht arbeiten. Da. Aber jetzt weiss ich wenigstens, wenn es anfängt, beziehungsweise... Voilà. Der Lil Ortega. Das ist eigentlich eine geile Farbe. Ja, aber siehst du, das Lil hast du nicht lesen können. Hast du nicht lesen, aber die Farbe ist richtig... Ja gut, weißt du, er hat natürlich gewusst, Lil Ortega weiss ganz genau, wie man einen Kameraschwenker interagieren tut. Aber ich finde eigentlich... Der Film... Dings, weißt du, mit dem schwarzen Umrandung da, was du gemacht hast, ich finde das so geil, oder? Es geht so ein bisschen gegen Ghetto-Oldschool-mässig über. Ja gut, das repräsentiert er ja. Er lebt ja von Oldschool, das war der Anfang. Und ich wollte einfach mehr den Fokus emporheben mit dem Rahmen, aber dass es noch so einen schönen Nebeneffekt, wie du jetzt gerade siehst, so gibt, habe ich jetzt so nicht wahrgenommen. Ich meine, das ist vieles im Schnitt aus Herz. Es muss einfach... Das viel rauskommen. Gut, aber jetzt hast du etwas mit dem Licht gemacht da. Wie hast du da ein bisschen mit jetzt? Ganz ehrlich, es kann einfach sein, dass die Sonne genau richtig eingestrahlt hat. Schöner Wollishofen in Zürich. Yes, das ist nicht mehr so farbig. Genau. Wir sind so richtige Jahre bleich ist da. Ja, du musst auch sehen, es ist wahrscheinlich Herbst. Was ist da? Sieht man das irgendwo nicht? Ja. Ich vermute, es ist Herbst gewesen. Weil Herbstzone ist nicht so... Du siehst ja, ich bin zwar relativ rot und Gesicht jetzt auch gerade, wir sind einfach... wir sind schon länger am Videodrehen dran, darum sind wir ein bisschen farbiger dran. Also, auf jeden Fall. Ich sage, es war Herbst gewesen. Ja, ist gut. Es war Herbst. Es war Herbst. Übrigens, der Text dort unten. Ist Spanisch? Nein. Was? Nein, das Englisch. Genau. Das hat mir mein Gotti geholfen dabei. Also, sie hat das ermöglicht. Ich glaube, ein paar Klicks gehen auf die Kappe von meinem Gotti. Danke, Gotti. diverse Mixtapes aufgenommen. Mhm. Bist du auch eine fliegende Kamera gewesen? Wir hatten die Alben Ja, dann haben wir 2 gehabt. Nur 2? Ja, 2. Und dann habe ich immer müssen... Nur 2 Kameras. Also ich denke, das was jetzt, die Frontkamera wird wahrscheinlich... Haben wir die Jäger ja schon gehabt? Nein, wir haben da glaube ich noch JVCs dabei gehabt. Auf Stativ. Billiger Stativ. Teure Kameras. Eins von deinem Vater. Ja, mit dem hat alles angefangen. Wäre jetzt eben so eine Anekdote für früher oder später. Ein anderes Video. Eben genau. Wie alles begann. He? Genau. Dann könntest du auch mal ein Interview führen.
Reales begann. Genau. Ich? Ja. Also, Ich mache das Interview, du kannst gerade schauen, das geht. ich tue die Interview-Video dazu kommen. Sehr gut, sehr gut. Da ist jetzt eine Kameraeinstellung. Hast du da jetzt die Kamera in der Hand? Oder? Nein, das ist stativ. Ich habe die plus minus 45 Grad auseinander. Eins ist so und eins ist... Also theoretisch, wenn du könntest jetzt ein riesiges Panoramabild daraus machen. So ein richtiger Cracker könntest du. Theoretisch... Da ist deine Kamera. Da habe ich aber in der Hand. Eben. Siehst du aber. Aber es gibt auch ein bisschen ein Leben ins Bild, nicht so stur, finde ich. Darf schon sein. Jetzt hat er wieder die schwarze Brille noch. Ich recherchiert habe, Er hat sie immer an. Markenzeichen. gelesen. Das ist aber Hip-Hop halt, oder? Ja, es ist aber so im 2000. Ja, was hat jetzt, was ist für dich ein typischer Hip-Hopper? Was für ein Zeichen hat jetzt ein typischer für dich? Und das ist in die Schweiz gekommen, Ein Rapper, Hip-Hop. Entweder ist er, ja, ein bisschen weiss, dunkelhäutig oder so. Die haben immer entweder längere T-Shirts manchmal an. Wie es Lil Ortega gerne. Genau, ein bisschen lockere Hosen, ein bisschen eben das Bling-Bling-Zeug da, oder? Status und so. Was dazugehört, habe ich das Gefühl, jedes Mal einfach immer so eine Brille, oder? Ist einfach... Was ist eigentlich mit dem... Und was, Krönli? Ja. Nein, das Käppchen. Das ist aber mehr, sage jetzt mal, ich hoffe, ich beleidige nie in der schwarzen Szene, siehst du das viel, da, weißt du, die Ghetto... Also so Klischee-GTA-Style. Die Ringstücher da, oder? Vintage? Nein, Vintage. Nein, ich weiss nicht, Das was haben wir wir. dann so. Auf jeden Fall, der Lil Ortega hat einen Glatze. Videos, Auftritte. Jetzt am 18. April haben wir auch einen Auftritt. Der ist ja heute noch im Geschäft, der Lil Ortega. Tja. Der gibt nächstens ein neues Album, ein Featuring. Er hat mir, also wenn wir gerade bei ihm sind, also er hat mir eigentlich dort mal gesagt, er gibt mir die alte CD auch noch, plus das neue Album komme ich auch noch über. Ja, das... Also, wenn Lil Ortega das Video sieht, er wünscht sich das auf die Weihnachten. Sehnlich, dass der Wunsch in Erfüllung geht. Ich glaube, Also... lass dich überraschen, ich weiß es nicht. Wäre natürlich schön, wenn jetzt das Video so Anklang würde finden beim Lil Ortega. Ja, wenn es du natürlich nicht rausschneidest, oder? Also, Ich schneide doch nicht. Ich cutte es noch. Hey. weißt du, um den neuen da, das ist... Nein, ist gut. Ah nein, das ist... Dann bin ich halt ein friedlicher Mensch. Er ist ein freundlicher Mensch, also wird es wahrscheinlich schon erledigt. Nein, er hat immer, der ist immer dran, immer an Musik produzieren. Er geht immer auf Rom. Ich glaube, da wird im Internet, also in dem Video sogar noch gesagt. Was ich noch geil finde, ist einfach so ein Rapper und so. Ein Rapper ohne Tätowierung. Das habe ich glaube auch noch nie gesehen. Er ist ja tätowiert. Ja, eben genau. Ja, Staaten halt. Aber weißt du, Das ich meine... gehört auch, weißt du, hast mich vorhin gefragt, Ja. so ein typischer... Jetzt, ja. Sonst musst du da die Fake-Tücher, weißt du? Aber da musst du wirklich zweimal her schauen. Bei diesen Nein, der Fake- Arm ist ein Fake-Tücher ist ja dunkel und, Ja. und der andere Arm ist eine andere Farbe. Ja gut. Gut, ausser du bist ein bisschen... Ja, am Filmen, genau. Die Kameraeinstellung stimmt. Ja. Genau. Objektiv drehen. Ja, genau, solche Dinge, genau. Ja, da. Sag dir, was war eigentlich für ein Tag? Ist das Samstag? Ja, Samstag, Sonntag, irgendwie so. Wie nah kommen die Fans dir? Also ich muss ehrlich Aber weißt, ich muss immer wieder lachen, wenn ich das gesehen habe. Ich stehe... Mich denkt einfach, wie ich stehe, ist nicht wirklich... Professionell. Ja, das sowieso nicht. Es ist alles... Wie so ein Hobby. Mehlsack, wo du... Ah, Mehlsack, ja, merci. Mehlsack, du. Aber ein hübscher dafür, ein hübscher Der Mehlsack. halt Höröpfelsack. Ja, Herr Äpfelsack, alles klar, oder? Auf jeden Fall. Du müsstest eigentlich... Ja gut, weißt, es gibt so Kurs, Kamerakurs, aber das, was wir machen, ist jetzt wirklich... Ja... Jetzt haben wir 10% gut Glück. Ja, Weil da kann so viel passieren. Wir haben mit dem Lichtverhältnis, wir haben da null Chance, irgendwie das Licht zu beeinflussen. Wir sind ja... Also das beste Licht ist sowieso das Tageslicht, das ist klar. Oder? Und da ist jetzt eben Herbst, darum sind wir so bleich im Gesicht. hey, da bin ich richtig am Zittern. Da. Ja, das ist auch ein Promi, Junge. Ja. Du glaubst nicht...
für mich jetzt auch ein bisschen, ja, Mut braucht. Ich dort als Bünzli da, neben einer Bekanntschaft, die in seiner Szene jemand ist. Also, er ist schon jemand, weißt, aber dort ist er wirklich... Ja, wenn der auf der Straße läuft, weiss es genau, ey, das ist Lil Ortega. Ja, aber es war nicht so schlimm gewesen, wie... ja, wie du würdest auf Amerika übergehen und einen interviewen, oder? Das schon nicht. Du hast ja schon ein bisschen gekannt. Ich kenne ihn auch, ja. Ja. Aber gleich, ich meine, in dem Moment willst du ihn natürlich auch gut repräsentieren, also willst du es gut zeigen, willst du eine gute Szene setzen, weil das kann unter Umständen, ich meine, das Video schauen quasi, sagen wir mal böse Bünzli, weißt du, die den Kanal der Büchi cool finden, also es sind nicht nur Bünzlis, aber ich finde den Namen Bünzli nicht so schlimm tragisch, aber ich wäre jetzt nie mit dem Lil Ortega irgendwie in Verbindung gekommen, hätte er nicht mich quasi, weißt, und miteinander etwas machen können. Das wäre gar nicht zustande gekommen, so ein cooles Video. Oder und darum die Nervosität, die da gekommen ist einfach, du willst das Video... Genau, du willst ihn ja nicht schlecht dastehen lassen. Und auch das Englische dort unten. Ich meine, das Video hat natürlich der Lil Ortega vor dem Release anschauen. Finde ich auch super so. Und er hat das Video wirklich, er hat nichts ausgesetzt. Es ist alles gut, super. Just Do It, macht das Ding, aber das ist einfach sein Art. Es ist so authentisch. Es ist wirklich, also, mir hat es richtig Spass gemacht. Und der Multicam-Schnitt ist ja hier erstmal so richtig in Fahrt gekommen. Auch im Final Cut. Weißt du, was ich muss sagen? Ich finde das noch geil. Eben genau, ist die Kamera eigentlich so gestanden. Wir sind, glaube ich, ganz am Anfang fast ein bisschen zu fest in der Mitte gewesen. Sind wir automatisch durch uns ein bisschen so hin und her. Ist so. Rechts rüber und von da hast du jetzt schön eigentlich sein Album einfügen. Ja, aber... Wie jetzt da, das ist wie im Prinzip eine Postkarte, weißt, wo du den Absender auf der einen Seite hin tust und tust nicht in die Mitte, oder? Aber wie du sagst, du hast es gut beobachtet, es ist Zufall. Ein richtig guter Zufall. Und das man kann jetzt sagen, man hat es so geplant. Ja, das waren wie zwei Pinguine, weißt du? Ui, du sagst mir Lil Ortega Pinguine geglaubt, der Mann. Du kannst auch dir sagen. Nein, das kann man jetzt sagen. Das ist ein Zwergenkaib, auf jeden Fall. Ein cooler Dude. Ja. Das ist jetzt ein Einspieler, aber hey, das ist auch da. Das haben wir jetzt so, haben wir jetzt so uns auch wieder verändert? Nein. Nicht? Nein, die Kamera ist einfach von dieser Seite und nicht mehr so. Eben, habe ich gerade mal angesprochen, der Diss hat mit dem angefangen. Ich finde das so, muss man die alten Lieder von ihm hören. Das ist so, zum Teil tut er auch noch Schweizerdeutsch rappen. Tja. Ja, einfach damit die Schweizer Rapper-Szene auch ein bisschen mithalten kann. Wie gesagt, die ganz alten. Ich habe ja auch schon das Spotify von ihm Musik gehört, aber alle Lieder kannst du, wenn du nicht Spotify abonnierst, zahlst oder so, kannst du gar nicht alles hören. Tja. Nein. Ui. Habe ich so jetzt auch nicht gewusst. Du kannst schon Lieder, aber es sind wie auf einem Album, sind gewisse Lieder gesperrt, du kannst ja nicht rückwärts spulen und, oder? Ja. Aber ich brauche ja da zu wenig, für das es 15 Franken kostet oder so. Super, Schleichwerbung ist parat gewesen. Dankeschön. Ja, aber Dankeschön. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Oder hast du noch irgendwie... Ja, also ich hätte es eigentlich noch gerne fertig geschaut. Ja. Gerne fertig geschaut? Ich würde sagen, die es fertig schauen, wir verlinken das Originalvideo in der Videobeschreibung. Ja, mal. Ja, es geht noch 10 Minuten und dann, dann würde ich sagen, eben die es Wunder nimmt, wie das Video fertig wird, die sollen einfach auf deinen Abo-Kanal gehen. Abonnieren wäre nicht schlecht, das wäre schön. Das ganze Knacken wir die 300. Ja. Die 300 Abos. Die 300. Es sind wirklich zur Zeit, es fehlen nicht mehr bis zu 300 Abos und für einen Schweizer Börsenkanal ist das viel. Ja, das ist schon so viel. Ich finde das ist für 300 jetzt nächstes. Ja. Ah, ja. Ja, ich würde sagen, macht dann noch mal einen Klick, damit wir nicht wissen, wie viel das ist, dass es 304 ist. Dann sind wir sehr daneben, wenn wir sagen 300. Ja, mal schauen, vielleicht wird es ja plötzlich 400.
Nein, muss natürlich realistisch bleiben. Ja. Ich mache Videos aus Freude. Ja, sicher. Eben. Klar, das machst du halt. Es ist schön, wenn es... Wir müssen halt wieder mal ein Video zusammen machen und nicht nur Vlog. Vielleicht macht es dann plötzlich nochmal ein bisschen. Ja gut, Vlog, das ist immer so schön spontan. So würde ich sagen, machen wir spontan mal einen Break da. Ja, genau. Bevor wir jetzt als nächste Thema verrennen. Ja, das nächste Thema tun wir sicher mal ankündigen. Bitte? Aber sie können es vorschauen oder sie lassen sich einfach überraschen. Genau. Da würde ich sagen, gehen wir zu das nächste Thema. Video ist Bonnie und der Groove. Bonnie Rufkes, das ist Ja, ja wieder... fangen wir nächstes Mal an. Aber das schön musikalische war auch gewisser stark gewesen. Schöner Teaser auf jeden Fall. Ja, Würde ich sagen, ja. nach so einem schönen Teaser darfst du noch die Abmoderation machen. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Das war der Büchi-Kanal Team zeigt es. Und ja, in dem Fall schönen Abend und bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Ciao zusammen. Ciao zusammen.